Das ist wichtig, dass der Sport all Mensch kann erreichen, all Kategorien, wo Leute mit ihren spezifischen Besoin, von der Schule kann ungefähr eben die behindert Leute nicht vergessen, die eine geistige oder eine körperliche Behinderung haben, der sich nicht nehmen, immer auf den Spitzensport fokussieren, man muss ihnen auch die Leistungen, die Leute bringen, absolut respektieren und anerkennen und auch sie encouragieren, wie sich am Sport zu engagieren. Dasselbe gilt auch für die Elerleute, wo viele Gemengen auch ein wertvoll Arbeit machen für auch die Elerleute und den Sport rundzuführen oder sie dran zu halten. Dafür braucht Infrastrukturen selbstverständlich mehr auch adäquat Programme. Wir begrüßen, wie viel andere für uns schon gemerkt haben, die Infrastrukturen, die dort zu Munneref geplant sind, aber wir teilen auch die Überzeugung, die CSV bräuchte, dass wir Sportinfrastrukturen um Herrenberg sollen ausbauen. Ich meine, das wird auch nach den Effekt, dass wir suchen, ob das Militärbudget können urrechnen lassen, von dem es ja noch gelöscht wird, dass wir sollen erheben, mit einer Schwemme oder gute Sportinfrastrukturen. Ich meine, dass das auch ein wertvoller Weg für das zu machen. Die Infrastrukturen am Sport sollen war möglich gleichzeitig, soweit wie das geht, dem Spitzensport denken, aber auch dem Breitensport. Ich meine, wir haben ein Land mit nicht unendlichen Möglichkeiten. Wir sollten uns also nicht so viel auf eins konzentrieren. Wir gucken, dass wir als Infrastrukturen so gut gerieren, dass wir hinten Platz für die zwei Formen, wo Sport aber los sind. Auch ist es wichtig, die Infrastrukturen langfristig an der Reihe zu halten. Das geht mit diesem Programm geplant und noch durchgeführt und noch das begrüßen wir ausdrücklich. Wir haben eine andere Position, und das wäre auch interessant für vielleicht zu wissen, was CSV genau gemengt hat. Man am Ehren total exposiert, dass die Infrastrukturen dax mehr weit gegen außer Niederlanden, was da doch immer heißt, an einem ganz kleinen Land wie Eisem, von die Infrastrukturen ein paar Kilometer von den wegschleien. Ich meine, das ist einfach wichtig, dass wir nicht konzentrieren, sondern dass wir in unserem Land flächendeckend sportliche Infrastrukturen, wo Qualität tun, und nicht alles auf enger Platz zusammenführen. Wir sollen nicht aufhängen, Regionen zu benachteiligen, wie wir es leider auch an anderen Bereichen machen, wir dann keine Infrastrukturen wären. Ich meine, das ist der falsche Weg. Wir haben auch als ADR einen besonderen Akzent immer gelöst auf die Accessibilität, Barrierefreiheit für behinderte Mitbürger. Das so, dass wir heute durch Sporthalle sind, wo ein Mensch, der an einem Rollstuhl sich deplaciert, wo nicht kann auf eine Tribüne raufkommen. Alles das geht nach hier am Land, dass kein Lift aus der breit genug ist, für gewisse Rollstühle ranzulassen. Alles das dürfte eigentlich schon lange nicht mehr gehen. Und es ist wichtig, dass wir alle Guren drauf werfen, wie zu gucken, dass überall am Land die Menschen, die mit einer Behinderung zu tun haben, dass die auch können überall Zugang haben. Herr Karteiser, ja, dass man da machen, die sich vorstellt. Ja, von der Stadt auf Zeit, ja. Ja, das ist kein Problem. Also ich reagieren, weil mich zitiert hat, selbstverständlich als TSV auch, wir verstehen die Infrastrukturen so weit wie möglich. Hier ist rein den Höchstleistungssport gegangen, rein in nationalen Zentren, aber wenn der Kant tut den Höchstleistungssport möchte, da heißt der 4,5 Stunden am Auto, für sie können von enger Platz auf die andere Sphäre, genau das wäre schon gegangen. Selbstverständlich als TSV auch für so viel wie möglich Infrastrukturen flexibel am Land zu und so viel wie möglich Leute Sport können machen. Ja. Klarstellung, Herr Karteiser. So, just die Klarstellung, wo nicht ist, für uns hat es nicht geklungen. Okay, Herr Karteiser und ich. Dann also doch wichtig, dass wir bei verschiedenen Sportzentren Logementsmöglichkeiten haben, wie auch mit langen Trainingsperioden auf der Platz zu ermöglichen. Die Infrastrukturen sollten noch zur Summe durchgehen, mit den Gemengen. Ich meine, noch das etwas. Wir hatten ja auch an diesen letzten Jahren eine Debatte über die Schwammmeisterinnen an hier Interventionen an der Schule. Ich meine, das war ein gutes Beispiel dafür, dass der Staat an die Gemengen gegensätzlich aussetzt, zum Teil hatte, für den Sport zu organisieren. Das wären Debatten, die nicht nötig gewesen wären, weil wir darauf angewiesen sind, dass Schwammmeisterinnen auch hier Kontributionen leisten, auch am Schulsport. Und dass es eben wichtig ist, dass die Gemengeninfrastrukturen oder Sportinstallationen so angelöst sind, dass sie auch zu einem möglichst großen Zeitraum dem Publikum disponibel sind. Dann also doch ganz wichtig, dass die Sportinstallationen, die wir haben, auch einem Sporttourismus zugutekommen. Mein Kollege Herr Reding hat noch vor kurzem eine Question parlamentär gestaltet über den Auto- und Motorsport, weil es wichtig ist zu wissen, dass ganz viel Leute
ob so Evenementer kommen, wie sie statt unzugucken. An die Regierung hat an ihrer Antwort dasselbe dafür gestracht, nämlich, dass das einen großen touristischen Wert, großen touristischen Impact hat, auch auf Toreska, ob Tourismusinfrastrukturen allgemein. Und da muss ich auch anerkennen, dass neben dem Kongresstourismus auch ein Sporttourismus kann ein interessanter Approach sein für den Sport hier im Land. Was die Nutzung von den Infrastrukturen angeht, meine ich, also da war auch eine Sache, die uns im Herz liegt, dass man nicht an eine Richtung gehen für eine Geschlechtertrennung zu machen oder Tenuen an den Schwämmen oder an andere Strukturen zuzulassen, die unseren hygienischen Kriterien nicht immer entsprechen. Dieses Gesetzesprojekt legt einen besonderen Akzent auf die Mobilität von den ganz Kleinen. Das ist ein Ziel, das wir teilen. Wir wollen aber auch dazu ein paar Kommentare machen. Natürlich ist es wichtig, dass die kleinen Tiere sind, den dreidimensionalen Raum entdecken und dass sie hier Mobilität entwickeln. Wir müssen aufpassen, wenn wir so als passte Motorizität als staatliche Infrastrukturen fördern, da stellt sich auch die Frage, wie sind mit privaten Infrastrukturen? Wir haben hier nicht eine Konkurrenz, eine weitere Konkurrenz zwischen staatlichen Infrastrukturen zugunsten von öffentlichen Infrastrukturen, wo dann Leute vielleicht auch mehr an so Strukturen gehen wie Privatinfrastrukturen, weil sie da mengen eben dass Mobilitätsmöglichkeiten wie die Kleinen besser gehen. Also es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wie auch mit privaten Anbietern im Bereich die Wolle zu diskutieren, wie Mobilität an denen Infrastrukturen, wo auch ganz viel Kanner sind, kann besser assuriert sein, wie der Staat sich dazu stellt. Das Zweite ist, wenn jemand kleine Kanner Sport möchte oder Mobilität möchte, sollte noch eine Formation an dem Bereich schon. Eine Information wird die körperliche Entwicklung von der Kanner an dem Alter angeht, ganz sicher. Aber nicht nur das. Dann verweisen wir auf ein Avis vom Ombudskomitee wie Rechte vom Kant, der ja auch gesagt hat, es sollten ethische Regeln geben für die Leute, die mit Kanner Sport machen oder hier Mobilität sich kümmern, dass die ganz klar auch ethische Regeln haben, wie sie sich sollen verhalten an dem Bereich. Dann als eng Form, die normalste Form oder eng die normalste Form von der Mobilität von den ganz Kleinen, das sind natürlich Spielplätze. Auch eine Sache, wo die Stadtgemengen hauptsächlich eine wichtige Rolle zu erfüllen haben, und das ist ein Mangtum hier am Land von überdachten Spielplätzen. Weil sie könnte viel mehr genutzt gehen von am Hirsch, am Wander, selbstverständlich, die viel die schon mal schlecht wird, hier am Land tun, dass mehr überdachte Spielplätze da wird, dass das kein großes Investiment mehr den auch der Mobilität von der Kanner ganz viel entgegenkommen. Der Schulsport müsste man auch überdenken. Das ist am Blick so auf viele Plätzen, dass der Schulsport nicht zur Zufriedenheit von den Jungen gemerkt wird. Es gibt durch die unmöglichste Situationen noch hier in der Stadt, wenn 2 Stunden Sport im Programm stehen und das gerade schwammen, da sind Schüler von den 2 Stunden, weil über eine Stunde in der W an Bussen oder so, wie wir haben, bis auf Platz zu kommen, aber was schlussendlich durch Sport gemerkt wird, das sind dann noch ein paar Minuten. Das sind Situationen, die natürlich nicht zufriedenstellend sind. Wir haben uns dafür auch schon aus dem letzten Wahlprogramm engagiert, für den Schulsport zu überdenken, es soll mehr Frieden machen, es soll mehr Sport sein, die Schüler sollen mehr frei sein dabei. Und ich meine, dafür ist es wichtig, mit den Föderationen und mit den Sportprofessoren, da denke ich, dass wir gucken, wie weit Sporten auf anderen Plätzen möchte, auch kann am Schulsport unerkannt gehen. Das kann auch die Vereine dazu verhelfen, für mehr junge Leute an den Sportvereinen können zu begrüßen, wie sie dort zu enkadrieren, wenn es möglich wäre, ein Teil wenigstens zum Schulsport auch an den Vereinen zu machen, dass das zertifiziert gehen, und es ging der Schule erleben, am Schulsport, an der Schule viel mehr spezifisch auf Besuchen, wo Kinder anzugehen, wo Jungen, die vielleicht doch besonders Bewegungsprobleme haben oder besonders schweren Zugang zum Sport, für denen hier Besuchen besser anzugehen. Ich meine, es wäre also wichtig, die ganze Thematik vom Schulsport grundsätzlich zu überdenken. Das gesagt als dateiende Programm, den dem Besuch von dem Land entgehen könnt, dem wir begrüßen, weil die Wichtigkeit vom Sport auf für uns alle für die Gesundheit selbstverständlich noch ein Kölner streicht und da die dritte Datei mit Fried.